10 Cloverfield Lane ist erst vor wenigen Monaten angekündigt worden. Jetzt ist er draussen und 10 Cloverfield Lane ist eine Art Spin-off vom Cloverfield, der 2008 rausgekommen ist, da der Katastrophenfilm mit der Handkameraperspektive. Und bei 10 Cloverfield Lane geht es darum, dass eine junge Frau mit dem Auto verunfallt und wo sie wieder aufwacht, ist sie in einem Bunker und wird dort mehr oder weniger festgehalten von so einem älteren Mann. Und sie zweifelt die ganze Zeit daran, weil er sagt, hey, wir können nicht aus dem Bunker, ich habe dein Leben gerettet, wir können da nicht raus, auf keinen Fall, es ist alles verseucht und scheiße draussen, wir können nicht raus. Und sie glaubt es ihm natürlich nicht und es geht so ein bisschen darum, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und 10 Cloverfield Lane ist ganz klar ein Thriller und zwar sehr entspannender und ich habe 90% vom Film wirklich mega, mega gut gefunden. Zu diesen 90% gehört zum Beispiel die Geschichte. Die Geschichte ist zwar relativ simpel eigentlich, aber sie ist wirklich mega spannend erzählt. Sie bleibt auch über die ganze Laufzeit eigentlich spannend, weil man weiß nie, wem man jetzt trauen kann. Wer lügt jetzt, wer ist gut, wer ist böse, wer sagt die Wahrheit und ist einer von denen, ist der alte Mann einfach ein Freak oder hat er recht? Also es wird einem nie wirklich klar gemacht bis zum Schluss. Die Inszenierung ist auch wahnsinnig gut, der Soundtrack ist cool, es ist relativ subtil, aber es ist gut. Die Kamera ist auch sehr gut, dort hat es einen Haufen gutes Visual Storytelling, zum Beispiel mit dem Lighting teilweise, wo die einen Figuren in warmes Licht getaucht werden und die anderen in eher kaltes Licht, um so etwas zu vermitteln. Das habe ich wirklich spannend gefunden, so Element finde ich immer auch cool. Auch zu diesen 90% gehören die Darsteller und da vor allem der John Goodman ist wirklich absolut grossartig als der zwielichtige Retter in den Oben. Man weiss nicht recht, ist er jetzt wirklich einfach ein Psychopath oder hat er recht? Ist er einfach ein älterer Herr, der Schiss hat vor allem oder hat er recht? Man zweifelt immer so ein bisschen an seiner Figur, aber es ist wirklich, von ihm ist wirklich absolut grossartig gespielt. Auch der Rest vom Cast ist wirklich gut. Mary Elizabeth Winstead oder Winstead, ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Sie ist die junge Frau, die gekidnappt wird. Und sie macht das auch mega gut. Die so ein bisschen hoffnungslose, verzweifelte, aber trotzdem immer neugierige junge Frau, die sie da spielt. Und immer so ein bisschen, sie ist immer so ein bisschen auf der Hut und weiss nicht so, wem kann ich jetzt trauen von diesen zwei? Was ist da los? Und das spielt sie wirklich, wirklich mega glaubwürdig. Und auch der dritte im Bund, das sind wirklich eigentlich nur 3 Schauspieler, die dort drin vorkommen. Der John Gallagher Jr., er ist ganz klar ein Nebendarsteller, er ist so ein bisschen das dritte Rad am Velo sozusagen. Aber auch er spielt mega gut, da kann man nicht viel sagen. Er hat weniger Screentime als die anderen zwei, aber in dem, was er zu tun hat, ist er wirklich auch gut, habe ich gefunden. Ich finde, man muss auch unbedingt den Regisseur erwähnen, den Dan Trachtenberg, wahrscheinlich sagt man das anders, aber schon wurscht. Der hat bis jetzt mit einem Portal-Fanfilm von sich reden gemacht, also einen Fanfilm zu einem Game. Der ist 2011 rausgekommen und ich habe den gesehen und ich finde den eigentlich noch recht cool. Und jetzt hat er die Möglichkeit bekommen, zum einen rechten Film machen, sozusagen, mit ein bisschen einem grösseren Budget, aber auch in einem sehr engen Rahmen und kleinen Rahmen allgemein. Und ich finde, der hat wirklich ein recht starkes Regiedebüt abgegeben. Und jetzt so zu dem Teil, der mir nicht so gefallen hat, zu diesen 10%, und das ist das Ende. Der Schluss hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich habe das so ein Seich gefunden. Es ist, als hätte jemand anderes Regie geführt zu dieser Stelle. Und ja, der ganze Teil vorher ist so gut und dann kommt das Ende, was sich so abgekoppelt anfühlt vom ganzen Film. Mega, mega schade, aber trotzdem finde ich, dass es sich gelohnt hat, die vorherige Zeit in den Film zu investieren. Schlussendlich finde ich, ist 10 Cloverfield Lane trotzdem sehr empfehlenswert. Es ist ein sehr spannender, klaustrophobischer und auch irgendwie so ein bisschen unangenehmer Thriller, weil man weiß halt nie, was läuft und wer jetzt lügt und wer nicht. Es ist super gut gespielt. Vor allem von John Goodman. Und auch der Rest des ganzen Technischen am Film stimmt, bis aufs Ende. Das Ende habe ich ein fertiges Eich gefunden. Aber trotzdem finde ich, dass man sich den Film kann geben kann, weil es lohnt sich auch abgesehen vom Ende. Ja, 10 Cloverfield Lane, wieso das Ende? Ich weiß es nicht. Es war für mich ein bisschen enttäuschend gewesen. Ich habe gerade nach dem Film noch schnell den Cloverfield auf Netflix schauen, dass ich vielleicht auch die ganzen Referenzen und das ganze Zeug noch ein bisschen verstehe. Es hat mir nicht so geholfen, weil der Film 10 Cloverfield Lane funktioniert wirklich für sich selber. Man muss also den Original Cloverfield nicht gesehen haben. Es ist einfach wie eine andere Geschichte im gleichen Universum. Das ist eigentlich noch cool. Und ich danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.